Christi zu diesem kurzen Infovideo. Eins vorweg, dieses Video ist vorrangig mal für meine Abonnenten und Zuseher, die mich schon länger verfolgen und die mich in etwa schon kennen, wie es bei mir abläuft. Und wenn du neu bist, sage ich zu dir Christi aus der Steiermark da in Österreich. Hier wird im Dialekt gesprochen und das wird auch so bleiben. Wenn du jemanden suchst, der Hochdeutsch spricht, es gibt, YouTube ist groß. Sagen wir es kurz und schmerzlos. Genau. So, fangen wir mal an. Die letzten 1,5 bis 3 Wochen war ich viel nicht am Wochenende zu Hause, war viel arbeiten. Die letzten 2 Feiertage, die in Österreich waren, war ich auch arbeiten und einen Samstag war ich auch in der Firma. Am Wochenende war ich fast nie zu Hause, da war ich bei der Freundin hin und her und bla bla bla. Natürlich blieb YouTube und Schneiden und dies und das und jenes natürlich auf der Strecke. Jetzt werden wir das so gestalten. Und zwar, die nächsten 2 bis 3 Wochen werde ich die Videos alle 2 Tage, nicht jeden Tag, sondern jetzt zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Genau, so werden wir es online stellen, das geht sich für mich aus, dann habe ich auch keinen Stress. Genau. Und so werden wir das Ganze jetzt da veranstalten. Bis in 2 bis 3 Wochen. So in den Rhythmus, dann bin ich wieder drinnen. Und Fallout 4 muss ich schneiden. No Man's Sky muss ich erst neue Episoden aufnehmen. Da habe ich bis heute nichts gemacht. Ja, da war ich ein bisschen faul. Gebe ich offen und ehrlich gesagt zu. Und es kommt wieder. No Man's Sky geht weiter. Ich möchte es ja selber wieder weiterspielen. Fallout 4, da habe ich noch genug auf Halde. Muss aber erst schneiden. Genau. Und nun kommen wir... Na, falsch. Was fürs Ohr fehlt auch. Da habe ich mir schon einen Ordner vorbereitet auf meiner Festplatte, wo genügend Bands drinnen sind, Projekte etc. Da ist für Nachschub gesorgt. Und das nächste, was fürs Ohrvideo folgt, Ende November. Das muss jetzt leider alles ein bisschen wieder weiter nach hinten verschieben oder nach vorne. Ja, alles ein bisschen in die Zukunft, nur um 1 bis 2 Wochen. Es war eigentlich alles planmäßig festgelegt, aber mein Gott. Die Arbeitswelt, ne? Ja. Gut. Fangen wir an. Und zwar, fangen wir anders an. Es geht jetzt um Generation Zero. Genau. Ich habe momentan bis Episode 31 jetzt einmal alles soweit vorgerendert. Jetzt müssen wir noch einmal rendern mit Intros, Outro. Machen wir es anders. Ich spiele dir nun mal das neue Outro ein, das ab dem Phoenix Rising Update kommt. Viel Spaß dabei. So, das war das Outro zur Generation Zeros FNX Rising Update. Das Ganze wird dann auch bei Alpine Unrest kommen und. Prinzipiell versuche ich gerade mich ein klein wenig, es ist keine Weiterentwicklung, allerdings ich möchte meine Let's Play-Episoden in ein Serienformat bringen. Das dauert ein bisschen, bis ich mir da Gedanken gemacht habe. Meine Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber es dauert jetzt alles ein bisschen Zeit, bis ich das Ganze umsetzen kann oder bis ich das umsetze soweit. Gell? Das muss bei mir aber alles ab einem bestimmten Zeitpunkt sein, wo es dazu passt. Natürlich, ne, klar. Und vor allem, wie du vielleicht jetzt im Intro gemerkt hast, dieses Infovideos, ich probiere auch neue Musik zu erstellen. Man hat ja gerade gehört, man sucht immer wieder neue Wege, neue Mittel oder
neu. Man möchte sie einfach immer wieder ein bisschen weiterentwickeln und weiterkommen. Genau. Ja, wohin weiter? Ja, das siehst du bei mir, ne? Ja. Und ich blende dir jetzt noch mal was ein zum Thema Generation Zero. Und zwar, ich habe mich jetzt mal ein bisschen beschäftigt mit diesem Programm der Midjourney KI, dieser künstlichen Intelligenz, mit der du Bilder erstellen kannst. Ich blende da jetzt mal kurz was ein und Generation Zero Bilder bei der Midjourney KI erstellt. Viel Spaß dabei. Dauert nicht lang, 30 Sekunden oder so. Ich weiß noch nicht, bis wann sie kommen wird. Nach Episode 27 des Generation Zero Durchlaufs spreche ich eine große Spoilerwarnung aus, falls du die Hauptgeschichte nicht kennst. Ich bin gerade dabei, aus circa 10 Gigabyte an Material ein Geschichtsvideo zusammenzuschneiden. Ich brauche aber noch einige Dinge, also das heißt, Orte, die jetzt da erwähnt werden, die muss ich nochmal in den Fotomodus setzen, im Spiel selber, muss da, das Aufnahmeprogramm drüber laufen lassen, ein paar Minuten und hin und her und bla bla bla, daher auch der etwaige Abstand zwischen den Videos jetzt in diesem Monat. Sonst geht sich das Ganze nicht aus. Genau, es sind doch knapp eine Stunde ungefähr und ich möchte es aber so kompakt machen, dass man auch sieht, was geschehen ist, wo einige Story-Elemente zusammengefasst werden, etc. Ne? Ja, die Generation Zero Geschichte ist ja relativ umfangreich und ist eigentlich, durch das, dass sie nur in Tonbandaufnahmen etc. erzählt wird, eigentlich ganz gut. Sie gefällt mir irrsinnig gut und daher möchte ich das jetzt endlich einmal für YouTube soweit machen. Das Ganze wird dann so weitergehen. Wenn das Video mit der Hauptgeschichte draußen ist, so viel habe ich schon vorgespielt, sind wir unterwegs zu dieser Basis, die man sich selber, die erste Basis, die man sich im Spiel aufbauen kann, wo man in dieser kleinen Ortschaft, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, da hinten, Tyloweden, ich glaube, am Berg haben halt Tyloweden die Basis, wo man sich dann mit dem LKW dann die Basisverteidigung machen kann. Das wird aufgebaut. Danach schwappen wir hinüber in Richtung Himfjell. Und dort werden wir die Geschichte weiterverfolgen. Und so wird das Ganze dann weitergehen. Es wird dann noch der Reaper kommen. Wir werden nochmals gegen den Reaper antreten. Das Schöne ist, das letzte Mal, als ich ihn besucht habe, machen wir es anders. Wenn ich die Aufnahme finde, blende ich sie dir jetzt zum Schluss des Videos ein. Und wenn ich sie nicht finde, dann ist das Video dann beendet. Ne? Also, es ist vielleicht möglich, dass wir Glück haben, nicht nur die vorhandenen FNIX-Maschinen oder schwedischen Maschinen in diesen Kampf mit hineinzuziehen, oder die sowjetischen Maschinen, die schon bestehenden. Mit viel Glück können wir sogar den Feuervogel mit hineinnehmen in das Gefecht. Und Reaper alleine ist meines Erachtens noch schon langweilig, wenn, dann müssen wir uns da schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Ne? Also warum vor einen unter Beschuss nehmen lassen und sich Bleispritzen in den Arsch schießen zu lassen, wenn wir gleich mehr haben können. Da wird das Ganze viel lustiger, kommt mir vor. Und vor allem die Stelle, an der er gespawnt ist, die ist ja gleich noch Welt besser. Ich will mir wieder grün und blau ärgern, weil an jeden
an jeden Baumstamm oder an jeden Ast oder an sonstigen schönen Dingen hängen bleiben mit dem Charakter. Ja, wunderschönes Leveldesign, genau. Passt. Also, nur dass du jetzt warst, zusammengefasst, jetzt im November werde ich die Videos alle 2 Tage bringen. Machen wir alle 2 bis 3 Tage, je nachdem. Die Reihenfolge bleibt die gleiche. Fallout 4, No Man's Sky, Generation Zero. Was fürs Ohr möchte ich weitermachen, da habe ich genug, da muss ich nur schneiden und ein bisschen was einreden, hin und her und bla bla bla. Und so geht es jetzt dann weiter. Und Mitte Dezember gibt es dann nochmal ein Infovideo, wie es generell jetzt weitergeht über Weihnachten. Denn da bin ich jetzt diesmal ganz gemein. Ich werde so viel vorproduzieren jetzt da Mitte Dezember. Mitte November werde ich jetzt anfangen und vorproduzieren für diese 3 Wochen. Und dieses Mal werde ich aber YouTube abschalten. Genau. So machen wir es. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Oder ja, beim nächsten Video. Und wenn ich die Aufnahme finde, zeige ich dir, wo der Reaper gespawnt ist. Bis zum nächsten Mal. Baba.